Das ist eine Neidkultur. Am Zürichsee gehen die Emotionen hoch. Für einen durchgehenden Uferweg könnten Grundstückbesitzer enteignet werden. Wir sind rechtmäßige Eigentümer von dem Land. Dann ist es halt ein bisschen eine Güterabwägung. Der Bedarf an See hat sich halt geändert. Um das zu verhindern, geben Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer einen seltenen Einblick. In der Wohnung ist man wie in einem Affenkäfig drin. Sie zeigen uns, wie sie leben. Aktuell sind wir unterwegs rund um den Zürichsee. Der Grund dafür ist die Seeufer-Initiative. Wir wollen von den betroffenen Eigentümern von Liegenschaften am See wissen, was es für sie bedeutet, wenn die Initiative angenommen wird. Als erstes treffen wir den Heinrich Isler. Er lebt mit seiner Frau auf einem Anwesen direkt am Zürichsee. Ich mache hier die Türen rasch zu. He? Ja, Sie müssen richtig schlitzen, sonst bringen Sie es nicht zu. Voilà. Der Heinrich Isler ist auf dem Grundstück aufgewachsen und hat 70 Jahre von seinem Leben hier gewohnt. Diesen Anblick haben Sie jeden Tag. Schätzt man es noch? Ja, man schätzt es noch. Und wenn so etwas aufgeht, was es könnte berühren, schätzt man es noch mehr. Der Heinrich Isler meinte mit der UFO-Initiative. Die fordert einen durchgehenden Weg am Zürichseeufer entlang. Wie das aber genau passieren soll, legt der Initiativtext nicht fest. Die Initiantin Julia Gerber-Rüegg sagt aber, dass auch Enteignungen vom Grundstück möglich sind. Die Rede ist von 460 Millionen Franken, die für die Entschädigungen nötig sind. Der Heinrich Isler zeigt uns im Keller seinen ganzen Stolz, seine Ruderboote. Das und das sind über 100 Jahre alt. Sie sind immer noch unterwegs auf dem Wasser? Ja. Und darum da grosse Türen. Wo dann den Zugang hat. Und das Gift vor allem nehme ich am Morgen früh, wenn möglich können wir verwachen am 5 Uhr. Dann ist der See spiegelglatt, keine Wellen, kein Wind. Das ist schon ein und alles für mich. Ich bin mehr auf dem Wasser als im Wasser. Sein Großvater hätte das 4000 Quadratmeter große Grundstück im Jahr 1917 gekauft. Über Generationen sei diese Liegenschaft immer weiter vererbt und unter den Nachkommen aufgeteilt worden. Heute lebt er mit seiner Frau auf einem 1800 Quadratmeter grossen Grundstück. Am einem durchgehenden Seeuferweg steht der Heinrich Isler kritisch gegenüber. Ich bin froh, dass alle Leute gerne an den See gehen, weil ich gehe auch gerne an den See. Aber es muss ja nicht 100% sein, direkt. Weil ich sehe ja das, was das schon ist, was das für eine Sauerei gibt überall. Und die Natur leidet. Sehen Sie da die Reihenrändchen? Jawohl, ja. Klar ist da eben häufig niemand. Und dann sind sie ungestört. An 4 Orten kann man zurückschlicken am See. Und das lange, Ihrer Meinung nach? Wenn im Sommer natürlich alle an den See wollen, vielleicht nicht. Aber es hat ja gar nicht Parkplatz für die, wo alle, wenn alle an den See runterkommen. Im Moment ist es Hype, am See zu sein. Das mag auch wieder ändern, oder? Ein Befürworter der Initiative ist der Toni Backenstoss. Und das, obwohl er selber Hausbesitzer am Zürichsee ist. Er hat allerdings keinen privaten Seezugang. Er zeigt, was sich seiner Meinung nach ändern muss. Das ist der einzige Weg, den ich im Moment laufen kann. Da muss ich die Hauptstrasse rauf. Und dann laufe ich dort die Seestrasse entlang. Jawohl. Bis eigentlich ins Dorf führen. Und das ist ungefähr 1 Kilometer, haben Sie gesagt? Ja, einen knappen Kilometer. Und das soll nicht passieren, das soll nicht mehr der Fall sein? Das soll nicht der Fall sein. Der primäre Vorteil ist, dass es den Leuten möglich ist, durch am See entlang zu gehen, dass man den Durchgang hat, dass man auch den Wert kann sehen von einem Seeufer. Wenn man das irgendwie nur im Fernsehen sieht, ja, was soll ich denn davon, was habe ich davon? Der Bedarf an See hat sich halt geändert, die Nutzung des Wassers hat sich geändert, es kommen mehr Leute an den See. Das ist wirklich ein öffentliches Bedürfnis. Wir fahren auch an die andere Seeseite, an die Goldküste. Dort wohnt Ulrich Morf mit seiner Frau Monika. Grüezi, Herr Koch. Sie haben vor 14 Jahren das Grundstück direkt am See gekauft und ein Haus darauf gebaut. Frau Morf, nehme ich an. Ja. Ist das ein Lebenswerk von Ihnen beiden? Ja, kann man schon sagen, oder? Es war immer unser Traum, das mal zu realisieren. Es ist unsere Wohlfühloase. Wenn ich am Morgen aufstehe und ich rausschaue und
die Umgebung und die Natur geniessen und die Vögel sehen, die Wasservögel beobachten, genieße ich das sehr. Und ich bin mir das bewusst, dass das ein Privileg ist, wenn man so wohnen darf. Bis zum Abend spät kann man da sitzen und man kann den See schön beobachten und ja, entspannen. Wegen dem geforderten, durchgehenden Seeuferweg sieht das Ehepaar Morf ihre Privatsphäre bedroht. Wenn sie hier laufen, dann schauen sie ja nicht geradeaus, sondern sie schauen sicher mal da rein. Oder? Das ist schon eine sehr starke Beeinträchtigung der Privatsphäre. Es wird alles so bagatellisiert von den Initianten. Ja, das macht ja nichts, 2,5 Meter. Wir irgendwo da, wo wir jetzt ja, werden wir etwa das da. Ja, das macht ja nichts, oder? Eben, dass man ausgestellt ist, dann, man kann sich nicht mehr im Garten aufhalten. In der Wohnung ist man wie in einer Affenkäfig drin. Also das wäre ungemütlich, würde dann ungemütlich, oder? Und eine grosse Hecke vorne dran, würde es nicht ein bisschen abschwächen? Ja, aber dann sehen wir nicht mehr auf den See, oder? Vom oberen Stock? Ja. Ja. Lange nicht? Nein, ich würde sagen nicht. Oder? Also es ist absolut unzumutbar, so zusammenfassend so einen Weg da durchzuführen. Oder? Ich bin nicht dagegen, dass ein Uferweg besteht. Die Leute sollen sich am Wasser aufhalten, aber der durchgehende Uferweg finde ich eine Zwängerei, eine kostspielige Zwängerei. Nicht zuletzt will auch der Wert von seinem Grundstück wegen dem Seeuferweg abnehmen, sagt Ulrich Morf. Jetzt gehen wir in die Zahlen rein. Wie viel haben Sie für ein Grundstück gezahlt und was hätten Sie überhaupt über vom Kanton? Über das will ich eigentlich nicht reden, das ist Privatsache. Jawohl. Das sind Klischeevorstellungen. Ja, die Reichen da an der Goldküste, die haben es schon gut. Das sind ein paar reiche Villenbesitzer, die sich gut gehen lassen. Das stimmt weitgehend meines Erachtens nicht. Wir sind ganz normale Bürger, oder? Und wir tun uns nicht zu den so Reichen zählen. Und es hat sicher ein paar, die sehr reich sind, aber dass man einfach unisono behauptet, ja, die paar Reichen da mit diesen grossen und prunkvollen Villen, die müssen wir quasi, also so scheint es durch, denen müssen wir eins auswischen. Oder? Ein wesentlicher Streitpunkt sind die möglichen Enteignungen. Wir sind rechtmäßige Eigentümer von dem Land und vom Haus. Das ist schon ein riesiger Eingriff. Dass man einfach wegen einem durchgehenden Seeuferweg Enteignungen vornimmt, das ist absolut unverhältnismäßig. Niemand hat Freude, wenn er enteignet wird. Ich habe Verständnis für seine Position, aber ich sehe auch das Bedürfnis von einer grossen Mehrheit von der Bevölkerung. Wenn ich jetzt auf Erlenbach gehe, den Kilometer, dann gibt es, sagen wir mal, etwa 6 oder 10 Leute. Und obendran wohnen in Erlenbach etwa 6000 Leute. Dann ist es halt eine Güterabwägung. Zusätzlich halten die Initianten dagegen, dass der durchgehende Seeuferweg schon seit Jahrzehnten im kantonalen Richtplan verankert ist. Wie emotional das Thema ist, bemerken wir, wo wir beim Erwin Staub daheim sind. Er wohnt seit 30 Jahren mit seiner Frau am See in Kilchberg. Sie müssen im Sommer kommen, wenn die Bäume gut sind, wenn der Rasen schön ist. Das ist das Paradies. Er kann das Anliegen der Initianten überhaupt nicht verstehen. Wenn jemand am Zürichsee sein will, hat es in Wollishofen, mitten in der Stadt, einen Zeltplatz. Dann ist er am Zürichsee, genau gleich wie wir. Ich sehe gar nicht, was das Problem ist. Wenn Sie da vorne schauen, ist ja die Schiffsstation und da hat es grössere Wegstrecken. Am See rauf hat es etwa noch 4, 5 weitere Plätze, wo man baden, plägern. Das ist eine Neidkultur. Ob da Neid mitspielt, also in meinem Fall spielt Neid keine Rolle, weil ich kann zwar über eine öffentliche Wiese, aber ich habe direkten Zugang zum See. Vielleicht gibt es Leute, die es aus Neid machen, aber ich denke nicht, dass das ein treibendes Argument ist. Weitere wichtige Argumente der Initiantinnen und Initianten sind die Erweiterung des Lebensraums von Pflanzen und Tieren, das Recht, das die Bevölkerung hat, an den Ufern von öffentlichen Gewässern zu verweilen und die Entlastung von Zürcher Seen und Flüssen sowie ein Neuerholungsgebiet.
Welche Folgen so eine Vorlage kann haben, zeigt sich in der Stadt Luzern. In den 70er Jahren hat die Bevölkerung dort über einen Promenadenabschnitt am See abgestimmt, der auch entlang an einem privaten Grundstück geführt hat. Betroffen war damals auch die Familie von Michael Hauser, der in Luzern ein bekanntes Luxushotel führt. Der Michael Hauser war damals noch ein Kind. Er erinnert sich aber: Also der See ist jetzt ziemlich genau auf dieser Linie, wo man da jetzt sieht, in der Flucht von dem Bootshaus, jetzt genützt das Schuppen durchgegangen und ist eigentlich dann durchgegangen an der ganzen Grundstücksgrenze. Das war ein Mauer dort mal. Ja, Fischen und Schwimmen, das ist sicher das, woran ich mich am meisten erinnere. Ich war dort dann auch irgendwie knapp in der ersten Klasse. Sommer am See, ich glaube, das ist für jedes Kind etwas, wo er sich gerne daran erinnert. Es war relativ klar, dass die Luzerner Bevölkerung den durchgehenden Weg wollte. Das war sicher eines der ganz grossen Hauptanliegen, dass das nicht enteignet wird. Der ganze Grund vorne dran ist aufgeschüttet worden und man konnte so den G realisieren. Für uns war es natürlich ein Verlust, weil wir den Seeanstoss nicht mehr hatten. Darum musste man in langwierigen Verhandlungen einfach hinbringen, dass wir die Werterhaltung von dem Land können bewerkstelligen, und das haben wir nachher entschieden zu machen mit einer Wohnüberbauung. Ja, die Folgen der Abstimmung sieht man bis heute insofern, dass wir das Bootshaus sehr bewusst haben stehen, dass das immer bewusst ist, dass das einmal direkt am See war. Heute spazieren Touristinnen und Touristen sowie Einheimische der Promenade entlang. Sie finden: Durch den Arbeitsstress brauche ich meistens sehr viel Ruhe. Und es tut mich auch ein bisschen ausgleichen, ein bisschen in den See rausschauen. Es beruhigt mich, ich bin Wasserliebhaberin und ich gehe auch im Sommer oft hier schwimmen. Also ich wäre nicht einverstanden mit dem, wenn es privat wäre, weil ich finde, das gehört Luzern, also uns allen. Klar, es gibt gewisse Grundstücke, wo wirklich, man kann sagen, ja, aber nicht hier mitten in der Stadt. I mean, it would be disappointing to not be able to walk along and see the water. Was mich noch mit dieser Strecke mega verbindet, ist, dass ich mein erstes Date mit meinem Freund hier hatte. Ich finde Wasser und vor allem der See etwas sehr Beruhigendes. Also ich finde es super, eben, dass das so ausgebaut ist, dass du alles am See entlang laufen kannst.